So, jetzt habe ich dann vorhin einen Fehler gemacht und jetzt hat er wieder die Hälfte vom Skit nicht mitbekommen. Das ist nicht so schlimm. Ich habe schnell heute bei einem anderen Punkt gespeichert. Und jetzt geht es da weiter. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Wir killen selbstverständlich alle. Kultistengräber. Ja, okay. Halt, was war das? Ich vergesse nicht, dass sie mich aus meinem Haus vertrieben haben. So geht das. Er hat sich übers Essen beschwert. Wenn ein Kaninchen für uns gut genug ist. Leise. Das ist nicht schlau, hä? Da draußen läuft ein Killer rum. Ja, hier ist er, komm. Hier bin ich. Komm, hier. Was war das? Sie geben auf. Ich werde mal nachsehen. Kuckuck. So, ich werde plötzlich noch zum Profischleicher. Jetzt sage ich nicht zu früh, sonst hat plötzlich die ganze am Hals da. Psst, tu nicht das Zeug. Steine können wir wieder brauchen, vielleicht. Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich Ja. kann sie mir nehmen. Genau, das kann ich. Breche ich nicht einfach hier. Wenn ich ihn nicht breche, bin ich am Arsch. Wer liegt hier? Perfekt. Super. Wer liegt hier? Ja, ich. Ich bin tot. Oh nein. Ich bin gar nicht Scheiße, was mache ich jetzt? Ja, eine Leiche. Komm, hol sie da, Leiche. Ja, der sieht. Ah, mal. Oh, shit. Wer schießt auf mich? Niemand. Psst, niemand. Ich würde niemals auf dich schießen. Niemals. Komm. Wo ist sie?
Ah, ist das nicht so leislich gewesen, hä? Ich werde dir zeigen, wie stark man bluten kann. Nee, musst nicht, ist schon gut. Schreckst du dich vor mir? Niemals, würde ich nie machen. Du kannst dem Schatten nicht entkommen. Brechen müsstest du noch. Oh. Das ist gerade richtig. So, wäre das erledigt. Jetzt hat es da noch einen, oder nicht? Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Gut, kennen wir. Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Super. Der rückt da schon nicht mit der Wahrheit raus, der sehe ich da. Ja, aber mal schnell ein bisschen heilen. Was, wieso? Oh, ich will sagen. Okay, da abseilen. He? Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Nein, haben wir noch genug. Ist schon gut, kein Problem. So. Nix. Innen ist noch. Ah, jetzt noch ein Kräutchen. Saubere Sache. Hervorglänzend. So, jetzt. Eine Ablenkung. Hier sind viele Oh. Datenpunkte. Wenn der Schlaf nicht kommen will, denke ich an unsere Hochzeitsnacht. Wie du mich im Ehebett empfangen hast. Wie ich, als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betrachtete. Trotz seiner Schönheit hasste ich seine Zerbrechlichkeit. In mir wuchs sein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und das Zimmer, den Geruch vom Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen. All dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir. Wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper, ausgestreckt neben meinem, schien aus Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest. Sofort wachsam wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Weird. Fucking weird. Holy shit. Was machen die da die ganze Zeit? Das ist unglaublich. So. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu Der bestrafen, Hurenklepferei. ließ er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Ja, ist es da der Sonnenkönig oder der Ex-Sonnenkönig, der da am Lieren ist, oder was? Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber Hohepriester Bahavas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt. Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden, alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten will, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. Ja. Mein Gebieter, der 13. König des Karja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten.
Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengten. Ich hätte bis zum Ende gekämpft, aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte. In Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Oh oh. Doch unsere Kraft schwand, Ah, okay. bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. Solange König Itamen in Sonnenfall dahinzieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen, doch der Einfluss seiner Mutter schwebt wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen, sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es hinfort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da, drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nicht sehen kann? Jeden Morgen erwache ich aus demselben Albtraum. In derselben Realität. Das heilige Meridian in den Händen von lasterhaften Gestalten, Unwürdigen. Der Turm, der wie ein glitzernder Stachel in meinem Geist am Horizont aufragt. Jeder Morgen im Exil ist ein Symbol des Versagens. Aber die Tage sind gezählt. Ich werde Meridian zurückerobert sehen. Die Lasterhaften vernichtet und einen wahren König auf dem Thron. Ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Was für eine hure Weirdo. Also gut, wer weiß, was da noch passiert. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen aufmunitionieren, so schnell. So, oder? Er ist ein Fanatiker, oder? Zielstrebig. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht Hey, einfach, den Lantonner Langhals da. zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Das ist eine Jede hure Menge Nerv wie Sprengungen sich. da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Ich weiß nicht, was ich mit dem Silence soll halten. Irgendwie. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Das Gestell. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir Okay. gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Okay, das ist jetzt nicht gut. Ja, ja, das klappt eh nicht. Dann müssen wir hure Kampf abladen, eine hure Sache. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Oh oh. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Hü. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Aua. Oh oh. Einheit ist jetzt hier. Er hat uns verraten. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin
außerhalb der Reichweite. Du vielleicht. Aber das hier nicht! Yeah. Vernichtete die Einheit. Ja, ist genau gewusst. What? Lauf oder du stirbst! Erprobung 3.0. Wow, 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 wow. Guter Witz! Oh, glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Soll das ein Witz sein? Komm, Aloy, komm, mach vorwärts, komm. Ich hab's fast geschafft. Oh, was? Nicht kämpfen, lauf weiter! Woher denn? Woher? Aha. Soll das ein Witz sein? Nach links, zum Lager! Verstanden. Oh, fast geschafft. Die ganze Basis ist alarmiert. Ja, ich hab's bemerkt. Los, Beeilung! Scheiße. Nein, Gott, vertell nochmal. Nein. Das tat weh. Oh, oh. Also hoffentlich auch. Nicht kämpfen, lauf! Woher? Eklipse am anderen Ende. Woher? Nein! Ups. Scheiße. Renn weiter! Oh Mann. Ja, wenn man halt würde schauen, woher. Wenn man würde schauen, woher als man muss sagen, dann wäre das das Problem wahrscheinlich. Verstanden. Ich hab's fast geschafft. Die ganze Basis Hoffentlich. ist Oh alarmiert. oh. Ja, ich hab's bemerkt. Oh oh. Wo ist ich sehe das Gelbe nicht mehr. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Was? Nein, ich bin Leben nicht mehr. Schade. Oh. Lauf oder du Oh Mann. Ich sehe den gelben Punkt aber gar nicht mehr. Nur mühsam. nach links, zum Lager! Verstanden. Oh, fast geschafft. Die ganze Basis ist alarmiert. Ja, ich hab's bemerkt. Los, Beeilung! Noch mehr Eklipse. Ah, da. Okay. Ah, so schade. Das ist der Ausgang. Ich weiß. Ups. Plätsch. Das wäre so einfach gewesen, aber nein.
Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Ich würde den Fokus Okay. wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall. Und Zero Dawn. Da will ich jetzt das Zeug auffrischen da. Wirklich blöd. Also ich habe wirklich nicht mehr gesehen, wo ich herlaufen muss. Das ist aber jedes Mal, wenn ich irgendwie so schnell muss vorwärts kommen, habe ich hure Mühe, das Zeug noch zu sehen. Ich sollte vielleicht mal wieder meine Brille anlegen, wer weiß, das wäre einfach nicht so schlecht. Naja. Ups. Ah, super. Das Vorrat wie Sand am Meer. Nützlich für eine alte Rezeptur. Sie kennt natürlich alles auswendig. Ja, jetzt sind wir doch dem Hades mal ein bisschen näher gekommen. Ist doch super. Und jetzt schalten wir wieder einfach die Lichtung raus, ohne zu schauen, was da kommt. Ah, okay. Venka. Nicht gerade ging, hä? Ich begebe mich. Hey. Ja gut, okay, ich lasse dich da leben, ist gut. Alles klar. Seich. So. So, das noch. Das noch. Das noch. Wisst ihr, was ich jetzt machen will? Jetzt sind noch ungefähr 7 Minuten. Jetzt möchte ich gerne mal also auf einen Schlag ein paar Dinge erledigen. Das wäre doch jetzt cool, nicht? Also ein taktisches Erledigen von Viechern. Einfach aus Gründen. Rasa. Wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken. Ich will es eben nicht überbrücken, ich will sie jagen. Der ging mit seinem Huren. Untersuchen mal dort. Nein, da Mann, du sollst.
Mal, ob das jetzt mal funktioniert, wer weiß. Du bist das. Hi, hi, hi! Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich nah herankomme. Oh shit! Wo kommt der da jetzt her? Oh nein, hinter mir. Ah. Der hat auch viel genutzt. Kopf, Deli. Wow. Ah, das war ganz schlecht gewesen. Falsch ausgerüstet. Sorry. Ja, es tut mir leid. Die Maschine ist schnell. So, okay, fast nur... Was war das überhaupt? Ist es ein Sägezahn? Eine hure Maschine, leck dich mir. Ja, okay, grundsätzlich hat das aber funktioniert. He? Leider noch jetzt den Sägezahn nicht gesehen, es hat jetzt noch viel 100-mal 1000 besser funktioniert. Mhm, so ist das. Ja, noch gut, okay. Ja, jetzt dafür jetzt ein bisschen laut geben, da geht schnell. Perfekt, schön viel Zeug. Sauber. Tipptoppe Sache. Ah, ich weiss warum. Der andere Giggelgraser ist nämlich da übergesäckelt. Dann hat er ihn verwutscht, dann hat er sicher das Ding angelockt. Aber das hier hat relativ cool funktioniert jetzt da. Das ist cool. Super. Tipptopp. Es ist allerdings nicht, wie man verhindert, dass es so viele Ausreißer gibt. Das mal zum herausfinden irgendwie. Schöner Schuss. Tipptopp. So. So. Gräsini. Jetzt viel von diesen guten Gräsini da.
relativ viel gegeben da. Okay, wäre da jetzt schon versoffen? Und eine hiervon. Und eine davon. Und hier auch noch von... Davon... Nehmen wir noch das Pflänzchen, das nehmen wir auch noch mit. Dann nehmen wir da noch ein Sträuchchen, das nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir doch da... Oh, Fische. Krass. Etwas Wasser kann nicht schaden. Scheiße. Ja, noch. Ich verbrauche dagegen die guten Pfeile für so Zeug. Das ist auch gleich. Nur gut Hand, der andere. Okay. Sehr schön. Dann noch das Pflänzchen.